Der Hof von Familie Grünwald im Münchner Stadtteil Ludwigsfeld. Andreas hat lange auf diesen Tag im August hingearbeitet. Endlich kann er die Quinoa ernten. Ein Korn, das ursprünglich aus Südamerika stammt. Wer in München Landwirt sein will, muss kreativ sein. Wir haben relativ viele Quinoa-Dolden, Blüten da auf dem Bestand. Sie sind alle relativ gleichmäßig abgereift. Und schaut nach einem guten Bestand aus. Und schauen wir, was beim Dreschen rauskommt. Schauen Sie mal die Erde. Franz Grünwald war sofort einverstanden, als sein Sohn dieses Experiment wagen wollte. Ja, und mir gefällt das ganz gut, dass die das machen. Und es ist ja auch im Kommen. Man sagt ja, man weiß ja allgemein, also mit dem Food und so, neue Frucht und so. Und da rechnet man uns schon irgendwie eine Chance aus, dass das eine lukrative Sache mal wird. Andreas hat sich mit 3 Landwirten zur Münchner Bauerngenossenschaft zusammengetan. Quinoa haben sie auf insgesamt 10 Hektar angebaut. Ob die Pflanze aus den Anden auch auf der Münchner Schotterebene gedeiht? ja, es ist jetzt heuer das 2. Jahr. Und hat seit letztes Jahr den Bestand leider etwas verhagelt. Und heuer nicht. Heuer ist relativ alles glatt gelaufen, bis auf, dass wir ein sehr trockenes Frühjahr gehabt haben. Das, wo der Quinoa nicht geschadet hat, aber dafür sind wir mit der Unkrautbekämpfung etwas hinten nachgekommen. Weil das Unkraut relativ spät erst aufgelaufen ist. Dann kamen auch noch Blattläuse dazu. Doch Pestizide und Insektizide sind für Quinoa nicht zugelassen. Außerdem werden die meisten Felder gerade biozertifiziert. Auch die anderen Mitglieder der Münchner Bauerngenossenschaft sind gekommen. Gemeinsam haben sie mit dem Quinoa-Anbau auf insgesamt 8 Feldern begonnen. Nun wollen Florian Obersäuer und Martin Zech das ausgereifte Korn begutachten. Der ist so sauber, da ist fast gar nichts drin. Komplett abgereift. Die Farbe ist auf jeden Fall auch sehr schön. Zur Vermarktung auf jeden Fall wunderbar. Die Idee zum Quinoa-Anbau entwickelten die Bauern vor einem ernsten Hintergrund. In den Stadtteilen Feldmoching und Ludwigsfeld soll ein neues Wohnviertel für München entstehen. Die Stadt platzt aus allen Nähten. Freie Flächen werden dringend gesucht. Das bringt aber die Landwirte in Bedrängnis. Wir werden uns abfinden müssen, dass wir zukünftig nicht mehr Flächen haben werden, sondern weniger. Und dementsprechend sind solche Versuche wie mit dem Quinoa, sich auf Produkte zu spezialisieren, meiner Meinung nach der beste Weg. 2017 mussten die Landwirte schon einmal um ihre Felder fürchten. Damals startete eine Stadtentwicklungsmaßnahme, kurz SEM, im Münchner Norden. Doch die Bewohner leisteten Widerstand. Mit Erfolg. Im Jahr darauf war die Sache vom Tisch. Nach den Kommunalwahlen 2020 aber nahm die neue Regierung die SEM wieder auf. Nun bangt auch Andreas Grünwald erneut um seine Existenz. Es war halt ein Schlag ins Gesicht, nachdem die rot-grüne Regierung wieder gesagt haben, sie führen wieder die SEM ein, die städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen. Dahinter steht natürlich auch wieder die Enteignung. Und wir sind seit Generationen sind wir da und wir machen die Landwirtschaft mit Leidenschaft. Und es ist halt schon sehr hart jetzt. Ein Grundstücksverkauf kommt auch für Martin Zech nicht in Frage. Weil wir weiter gerne Landwirte bleiben und da Ackerbau betreiben wollen. Verkaufen hätten wir immer schon können, auch die Generationen vor uns. Wir werden uns mit Sicherheit nicht unterbuttern lassen. Wir behaupten uns auf jeden Fall. Also kampflos geben wir nicht auf. Die Landwirtschaft der Familie Grünwald hat eine lange Tradition. Das Anwesen steht seit fast 220 Jahren in Ludwigsfeld. Die Ansiedlung wurde 1802 auf einem Moorgebiet gegründet. Die Bewohner bauten Torf ab und lieferten im Winter Eis an Münchner Brauereien. Ein Vorfahre der Familie Grünwald heiratete hier in eine Landwirtschaft ein. Sein Sohn Josef war Bürgermeister, bis das Dorf 1938 nach München eingemeindet wurde. Es war der Großvater von Franz. Sein Sohn Andreas ist nun die 5. Generation.
Mein Vater hat den Betrieb 60 übernommen, von seinem Vater eigentlich, mein Großvater. Und damals war das eine richtige Aufbauzeit mit der Technik, mit den Maschinen. Und dann später, nach 30 Jahren, also wie dann ich im Betrieb übernommen war, da war der Markt eigentlich schon voll. Man hat halt aber geschaut, dass man ein bisschen Fläche erwischt hat. Einmal ist wieder eine weggegangen, dann hat man was dazugekriegt. Und dann haben wir wieder Stall gebaut, Vieh mehr gemacht und so. Und ist halt immer so gegangen. Und jetzt sind wir an einen Punkt gekommen, wo eigentlich die letzten Jahre haben wir fast einen Stillstand gehabt. Das ist dadurch auch jetzt mit der städtebaulichen Entwicklung, die hat uns irgendwie dann gestoppt. Aufgeben wollen sie nicht. Aber wegen der unsicheren Zukunft haben sie ab 2017 keine großen Investitionen mehr gemacht, etwa für eine neue Melkanlage. Ihre Rinder haben sie verkauft. Zuerst hat sie immer was gekriegt, halt das Totenstille sozusagen. Stehen ein paar Anhänger drin, ein paar Maschinen. Zuerst war ein bisschen ein Lehm im Gebäude noch drin, das federt jetzt komplett. Wenn man keine Flächen mehr hat, langfristig gesehen, dann kann ich nicht investieren. Das, wo ich Jahre brauche, bis ich es abzahle, wo ich gar nicht vorausplanen kann, dass ich es überhaupt abzahlen kann. Und dann ist die Entscheidung eigentlich relativ damals schnell gefallen. Innerlich hat es mir fast das Herz zerbrochen. Doch irgendwie muss es weitergehen. Der Kuhstall soll zur Garage für ihre Ackerbaumaschinen werden. Bei der Quinoa-Ernte konnten die Landwirte den Ertrag im Vergleich zum letzten Jahr um mehr als das Dreifache steigern. Ob das Inka-Gold sie wohl vor einer Enteignung schützen wird? Man tut halt alles dagegen, was geht. Aber direkt schützen wird es wahrscheinlich nichts. Aber die Stadt München will halt hier halt dann wieder einen regionalen Partner, der wo halt wirklich regional ist, wie zum Beispiel das Quinoa, das wo aus den Ernten kommt, hier produziert wird. Und das soll einfach vernichtet werden, also war sehr schade drum. Anfang September im angrenzenden Stadtteil Feldmoching, auf dem Hof der Eltern von Martin Zech. Mit Florian Obersäuer verpackt er Quinoa vom letzten Jahr, denn das aktuelle muss erst noch gereinigt werden. Inzwischen haben sich die Landwirte der Münchner Bauerngenossenschaft einen kleinen Kundenkreis aufgebaut. Läuft immer besser. Wir haben jetzt vor allem die Unverpacktläden in München den Sommer über erstmals mit Ware versorgt und da die Kontakte geknüpft. Und die haben wir jetzt fast alle als Kunden gewinnen können, sodass wir jetzt mit der neuen Ernte wirklich richtig durchstarten können. Habt ihr das Schreiben von der Stadt gekriegt? Die erste Post von der wiederaufgelegten Stadtentwicklungsmaßnahme. München braucht neuen Baugrund. Aber braucht es nicht auch Freiräume und seine Landwirte? Es ist uns natürlich auch klar, wenn hier so eine riesige Besiedlung wie geplant kommt, zwischen Hochhausschluchten können sie dann auch nichts mehr anbauen. Also das ist dann wahrscheinlich das Ende der Landwirtschaft, der stadtnahen und damit auch der regionalen Versorgung. Zunächst einmal machen die Bauern einfach weiter. Schließlich haben sie den Münchnern gute Nahrungsmittel anzubieten. Für Lieferungen mit kurzen Strecken benutzt Martin Zech gerne den Traktor. Nur 9 Kilometer sind es bis zum Unverpacktladen in der Schellingstraße. Carlo Kraus hat 20 Kilo Quinoa nachbestellt. Denn immer mehr Kunden kaufen das glutenfreie Korn. Der Geschäftsführer sucht für jedes seiner Produkte möglichst nahegelegene Lieferanten. So auch bei Quinoa. Es gibt in Deutschland verschiedene, die das schon versucht haben und auch erfolgreich. Und wir hatten auch von unserem Großhändler mal einen aus der Lüneburger Heide bezogen. Und jetzt sind wir natürlich froh, dass wir einen aus der Region haben, hier im Umland um München herum. Das ist natürlich super. Finde ich toll für einen Landwirt, finde ich gut für uns und für unsere Kunden. Denn die legen zunehmend Wert auf regionale Ware. Bei der Quinoa-Ernte sind im zweiten Anbaujahr 14 Tonnen zusammengekommen. Eigentlich wäre das ein Grund zur Freude. Doch die unsichere Zukunft trübt die Stimmung bei Andreas Grünwald. Wie es halt weitergeht mit dem Betrieb, ich würde gerne weitermachen, weil da hängt das Herzblut dran. Wir machen das alle als Leidenschaft. Und da macht man sich halt ab und zu so seine Gedanken, wie es weitergeht. Die gute Quinoa-Ernte und die steigende Nachfrage machen Andreas Grünwald immerhin etwas neuen Mut. Trotz der geplanten Stadtentwicklungsmaßnahme
will er mit der Münchner Bauerngenossenschaft auch nächstes Jahr wieder das Korn aus den Anden anbauen. Die Grünwalds in Ludwigsfeld. Sie fühlen sich einfach der langen Tradition ihrer Familie verpflichtet.